Ja, schöne guten Abend doch von meiner Seite. Es ist ein Diener. Meiner durch der Diener war es wichtig, dass der Kläschen beim Turnen zuerst danach hat bei seinem richtigen Namen nennt. Weil der Kläschen hat akustisch falsch verstanden und hat die ganze Zeit Tina genannt. Mir das Diener. Das war dem Diener wichtig. Und das ist gut, weil nimm sie wichtig. Bei seinem Namen zu nennen, weist dem anderen Wertschätzung. Die zwei Kollegen heute kennen auch alle gut, den Trump und den Putin. Hinim haben übrigens eine Bedeutung. Die Bedeutung von dem Trump ist relativ einfach, eine Trompete. Und der Name von Putin hat auch eine Bedeutung, und das ist auf Deutsch, der den Weg geht. Und nimm hun oft etwas mit diesem Leben zu tun. Ich stelle einfach rhetorisch vor, auch beim Trump, aber beim Putin, mit das lassen sich selber zu überlegen, ob da eine Relation zu ihrem Leben fand. An der Bibel hat die Bedeutung von einem Namen ganz oft mit dem Leben von der Person selber zu tun. Und das ist auch so beim Jesus, dem seine Geburt wir heute auf Christtag feiern. An Matthäus Kapitel 1, Vers 21 am Neuen Testament auf Lützburg könnt ihr lesen: Hat bringt der Junge auf die Welt, du sollst ihn Jesus nennen, weil hier sein Volk für seine Sünde rettet. Der Name Jesus heißt, der Lukas hat es schon gesagt, doch Retter. Und hier rettet sein Volk von was? Von ihren Sünden. Der Jesus ist also nicht auf die Welt kommt, für einfach schüss ein scheint Leben zu haben, hier hat eine Mission. Sein Volk, ja die Menschen alle gut, von ihren Sünden zu retten. Aber was sind Sünden? Ich habe ja eine Reihe Jahre als Polizist geschafft, und als Polizist hatte mir 2 Waffen. Eine Pistole, dafür hat man mal auch wie Kaubi einen Revolver, aber danach hat man irgendwann dann eine Pistole, und wir hatten eine Maschinenpistole. Und wir sind daran trainiert gehen, für richtig schießen zu können. Und hier seht ihr ein Foto von mir aus dem Luxemburger Wort, ob einem Bombenalarm am Jahr 2015 an der Stadt. Wenn du ein Terrorist kommen wir, hätte ich müsste schießen. Ich stell dich nur mal vor, ich hätte daneben geschossen. Aber vielleicht zum Beispiel dem, was ein Christ macht, am Platz vom Terrorist ein kleinen Kind erschossen. Dann habe ich mein Ziel nicht getroffen. Dann habe ich meine Aufgabe als Polizist nicht erfüllt. Aber genau das ist dann für die Frauen, was sie sind, aber was ist ein Sünder. Es bedeutet, dass wir als Menschen das Ziel von unserem Leben nicht getroffen haben. Wir haben daneben gelebt. Weil die Bibel sieht, dass Gott uns erschaffen hat, mit einem Ziel. Mit ihm zusammen an einer guten Beziehung zu leben. Hier will unser guter Papa am Himmel sehen, den uns hilft, ein gutes Leben zu haben, hier auf der Erde und noch an der Ewigkeit. Dafür hat Gott uns auch gut Regeln gegeben, für das wir mit ihm eine gute Beziehung können haben. Wir Menschen, wir sind wie Kinder. Wir meinen, dass die guten Regeln vom Pap am Himmel schlecht sind. Die Regeln, die nerven uns. Wir meinen, wir wissen nicht besser. Also leben wir so, wie wir Lust tun. Und dummer treffen wir dann nicht das Ziel von unserem Leben. Wir laufen nirgendwo. Wir sind all Sünder, aber Gott ist uns meistens an unserem Leben relativ egal. Und das Resultat, das kennen die alle gut in unserer Welt. Wir geben Gott Schuld für die Kriege und Katastrophen in unserer Welt, den Streit an unseren Familien und auch für Depressionen und Krankheiten. Für was mischt Gott anscheinend nicht? Mit wo ist das? Wir sind schuld daran als Menschen. Wir wollten, aber wollen nicht, ob Gott sein gut Regeln lauschen. Und dafür laufen wir am persönlichen Leben und auch als Gesellschaft oft gegen die Mauer. Das ist die Konsequenz von der Sünde. Wie ein guter Pap lässt Gott uns nicht allein. Und daran erinnern wir uns auf Christtag. Du sollst ihn Jesus nennen,
weil hier sei Volk für seine Sünde rett. Der Jesus ist geboren gehen, für sein Volk Israel an all die Menschen, die hier leben, von ihren Sünden zu retten. Aber wie möchte Jesus das? An dem sind Konsequenz, die Strafe von unseren Sünden auf sich schuld. Circa 34 Jahre nach seiner Geburt stirbt Jesus im Kreuz für Golgatha für den an meinen Sünden. Und das feiern wir auf Ostern. Und für was hilft es, dass Jesus da im Kreuz stirbt für uns Sünden? Und für was kommt hier das überhaupt? An der Lehre von Moses auf Lützeburg kann ich nachlesen, dass Gott 2 Wohlrichten den Menschen mitgedealt hat. Erstens, Konsequenz von der Sünde sind den Tod. Und zweitens, am sogenannten Allebund, nennt die Bibel das, sind deren dafür am Zelt vom Treffen oder auf Deutsch nennen wir das Stiftshütte stellvertretend für die Sünde von den Menschen gestorben. Die deren müsste perfekt und ohne Fehler sein. Und dummer der war dann, wenn der gestorben ist, die Relation mit Gott nicht anderei, so wie bei einem guten Pap mit seinen Kindern. Wenn Kinder sich dann nicht beholen, dann gibt es eine Strafe und danach geht es aber nicht viel. Das Problem sowohl bei den Kindern wie bei den großen Menschen ist, wir machen dauernd damit Fehler an Sünden. Alle Guten, die einen machen vielleicht mit kleinen damit, andere machen mit größer, oder vielleicht damit zu dienen, wie viel Macht wir haben. Ja, eigentlich müsste man dauernd Strafe kriegen oder eben dauernd am alle Bund ausgedrückt deren offren. Und du nicht Gott gesagt, lohweisen nicht die Menschen, dass es sie wirklich wie der perfekte gute Pap gern haben. Es stirbe selber für sie. Und dafür ist der Jesus auf die Welt gekommen. Und dafür ist hier im Kreuz für Dinge Menge Sinne gestorben, für das wir nächst können eine gute Relation mit Gott tun. Ein Ziel von unserem Leben erreichen. Mir noch ein Kurt froh, für was konnte Jesus für uns sterben? In Lukas 1, Vers 35 am Neuen Testament steht, den Heilige Geist könnt über dich an Kraft vom Allerhöchste bedeckt dich mit ihrem Schild, hat den Engel ihm geantwortet. Dafür wird auch das Heilige Kind, was geboren wird, der Jung von Gott genannt. Gestern habe ich in alle Police-College beginnt durch Zufall und hat mir gesagt, und hat für eine enge Woche angefangen, die Bibel zu lesen. Und noch zwei Tage nicht abgehalten. Für was? Weil auf der zweiten Seite am Matthäus-Evangelium entdeckt hat, dass noch immer steht, dass die Jungfrau schwanger wird. Das ist nämlich nicht normal. Dass eine Jungfrau ohne Sex ein Kind kriegt. Mit der Jesus war kein normal Kind. Er war Gott am Spiel. Gott, den den Himmel und Erde erschaffen hat, den Naturgesetze erschaffen hat, den also nicht und Naturgesetze per se gebunden ist. Und er hat Gott ein Wunder gemacht und Maria schwanger gemacht. Ah ja, das ist ein Glaubensfall. C'est apprendre ou à laisser, c'est in Französisch. Und dafür war laut der Bibel der Jesus ein heiliges Kind ohne Sünde. Heilig heißt perfekt und ohne Fehler. Heilig heißt, der Jesus hat als einziger Mensch auf dieser Welt Ziel für Gott aus seinem Leben erreicht. Und dafür kommt hier ein Strafe für den an meinen Sünden überholen, an dem sie dafür gestorben ist. Für was erzählen ich das heute auf der Christmetten? Für was erzählen ich nicht eine schön romantisch wanderliche Geschichte über kleine Puppelchen an einer Krüppchen und lassen die ganzen anderen Basar weg? Die Engel für das, wir haben am Anfang gesehen, dass der Jesus eben mit einem Ziel auf das Welt gekommen ist, sein Volk für seine Sünden zu retten. Die Geburt war nicht einfach so zufällig. Ziel war, Menschen von ihren Sünden zu retten. Ziel für Christus daraus, Menschen von ihren Sünden zu retten. Und dafür erzähle ich davon. Und es gibt noch einen zweiten Grund, für was ich heute davon erzählen. Die Amerikaner haben darüber nachgedacht, ob sie hier Ambassade zu Lützeburg noch brauchen. Und manchmal gibt es darüber Gerüchte am Luxemburger Wort und am RTL. Wir machen heute Abend keine Politik weiter, und schluss nicht alle guten Gedanken, die wir sagen, den Trump weiter errau. Man könnte selber darüber nachdenken.
Ich wollte euch mitteilen, ich bin noch ein Ambassadeur. Und wir als Freiwillige Gemeinde, wir sind auch eine Ambassade. Und wir sind seit 70 Jahren als Gemeinschaft hier am Dorf. Und schon ein gut oder schlecht Nachricht, je nachdem, wie ihr das empfandt, mir hier zu bleiben. Weil wir weiterhin etwas, was wir wollen, euch erzählen, und zwar eine gute Nachricht. Wir sind also Ambassadeure für Christus, so wie wir Gott seinen Appell durch uns machen. Wir bitten euch am Namen von Christus, lost euch mit Gott versöhnen. Dafür sind wir als freie evangelische Gemeinde Schädchen hier. Es geht nicht darum, Politik zu machen. Es geht doch nicht darum, dass ihr euch als Gemeinschaft super fand. Wir sind natürlich froh, euch zu kennen, und wir sind auch froh, dass wir euch gut mit euch verstehen. Mit die gute Nachricht, die wir als Ambassadeure wollen unseren Menschen weitererzählen, ist, der Papa im Himmel wird uns gern. Hier will eine gute Relation mit uns all haben, und hier eine Lösung für uns Probleme an dieser Welt. Hier hat eine Lösung für die Fehler und Sünden an unserem persönlichen Leben. Und die Lösung ist der Jung, der Jesus Christus. Wenn nun hier gelebt, kann mit Gott Versöhnung erleben. Wenn nun der Jesus gelebt, kann Veränderung aus einem ganz persönlichen Leben haben. Wenn nun der Jesus gelebt, hat eine Perspektive und eine Hoffnung über den Tod heraus bis an die Ewigkeit. Ich warne euch aber auch, Leben mit Jesus ist nicht nur auf Deutsch wie so Friede, Freude, Eierkuchen. Der gute Papa im Himmel will uns verändern, wo wir Veränderung brauchen, so wie auch ein normaler Papa auf dieser Erde einen Blick hat bei seinen eigenen Kindern. Und das tut Gott auch bei uns. Die Relation mit Gott fängt dann an, wenn wir verstehen, dass wir den Jesus brauchen. Und dafür ist Christtag ein guter Anfang. Da fängt die Geschichte am Jesus an. Und die Geschichte hat doch mit dir und mit mir zu tun. Und wenn dir noch froh ist, dann kommt gerne und mich oder von unserer Gemeinschaft hin und so, ich antworte gerne uns auf die Frage, wo wir meinen, dass wir eine Antwort wissen aus der Bibel. Aber wo ich euch auch encouragieren will, lest es selber an der Bibel nach. Lebt es nicht, weil ich es so. Guckt es nach, ob es wirklich so an der Bibel steht, oder was überhaupt an der Bibel steht. Weil die Bibel ist wahr, und das habe ich meinem Police-Kollege gestern auch gesagt, sie steht doch im wissenschaftlichen Test. Sie kann auch mit der Wissenschaft leben. Sie geht auch da mit der Eins. Und dafür wünschen ich alle guten schönen Christtag. Genießt hoffentlich ihre Freizeit mit ihrer Familie und Freunden. Und ich will euch wirklich und Herz legen, denkt darüber nach, dass der Jesus mit dem Ziel auf das Welt gekommen ist. Und das Ziel wird allkeers wiederholt, wenn ihr den Namen von Jesus seht. Hart bringt der Junge auf die Welt. Du sollst hier Jesus nennen, weil hier sei Volk, wo Sänger seine Rat. Amen.